Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video an dem wunderbar farbigen Sonntag. Viele Leute wissen es wahrscheinlich schon, viele Leute haben es wahrscheinlich auch auf TikTok gesehen. Ja, ich bin ein geiler Sieg. Aber das ist nicht schlecht gewesen. Nein, Spaß, wir werden heute über ein ernstzunehmendes Thema reden. Ein Thema, wo Witz und blöde Sprüche definitiv nichts zu suchen haben. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich es einfach sage. Ja, es geht um die Musikkarriere von Nilay. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Jemand hat tatsächlich unter meinem letzten Video einen sehr nice Kommentar geschrieben, und zwar: der Marc sollte nicht Nilay als Künstlernamen nehmen, sondern Lazy. Hey. Oh. Und darum mache ich Musik. Und ja, die haben es gelesen im Titel, ich bin farbenblind. Und für die Leute, die mir das nie glauben, auf dem Zettel hier von der Militäraushebung steht: Farbsehen nicht erfüllt. Für die nicht wissen, was das ist quasi so blind sein mit Farben. Darum hier mal einen kleinen Einblick für euch, wie das Leben aus meiner Sicht aussieht. Oh, ich glaube, der Himmel sieht heute mega blau aus. Welches Shirt sollte ich heute anziehen? Hey, meine Mami hat mir heute Morgen gesagt, dass der Rasen so schön saftig grün sein sollte, aber ich sehe es halt mega nicht, Mann. Aber ich sehe das Different-Logo im Gras. Nice. Boah, die sind ja mega am Blühen. So schönes Wetter, so einen grossen Garten und ich sehe einfach nichts. Mein Leben sieht ja mega traurig aus. Aber egal wie blind ich bin, ein gutes Auge für virale Videos habe ich trotzdem. Weil ich farbenblind bin, kann man quasi sagen, dass ich ein Stier bin. Stiere sind farbenblind. Die rote Farbe macht sie demnach gar nicht wütend. Also an alle Frauen draussen. Ich will ja nicht sagen, aber falls ihr wieder mal einen Stier braucht. Oh, ein rotes Tüchlein. Stiermärz 2018 wird es ganz sicher auch wieder geben. Und wenn der Camilla nicht mehr ist, wird es schwierig. Oder bin ich vielleicht doch eher ein Blindschleichen, weil die sind doch auch etwa so 40 cm lang. Wenn du weißt, was ich meine, oder? Das Gegenteil, ja. Als kleines Beispiel für euch, bei diesem Bild hier mit diesen Flamingos, ich glaube es sind Flamingos, bei diesen beiden Bildern sehe ich absolut keinen Unterschied. Und ich bin nicht am Liegen. Ich weiss nicht, ob das linke recht sein oder das rechte, oder was überhaupt der Unterschied ist, welche Farbe sollte anders sein. Sollte es der Körper vom Flamingo sein, sollte es Wasser sein, sollte es Stein sein? Ich sehe es einfach nicht. Ich bin nicht einmal am Liegen. Ich wünschte, ich wäre am Liegen. Wobei, jetzt, wenn ich die Flamingos anschaue, muss ich sagen, sehen sie eher ein bisschen aus wie Spinnen. Das sieht ja aus wie eine riesige Spinne, dieser Storch, Alter. Wow, Scheiße! Nee. Aber das Ganze muss natürlich noch nicht heißen, und genau darum machen wir jetzt einen kleinen Colorblind-Test, um zu zeigen, wie scheiße meine Augen wirklich sind. Start the test. Bam. Ich glaube 2. Ich sehe absolut nichts. Nothing, Digga. Was? Was sollte man hier sehen? Kann man das irgendjemand erklären? Willst du mich verarschen? Nothing. Das ist easy. 6. 3. Nothing. Digga, wie lange geht der Test? Ich gehe gleich durch. 7. Okay. Your colorblind test result. Strong. Nice. Und hier dran sieht man, ich bin offiziell behindert. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Ich bin mal so an einer Ampel gestanden und dann hat mich irgend so ein Dude als farbenblind beschimpft. Aber nachher fährt der sich einfach selber bei Blau über die Ampel. So eine Rotzgurke. Aber das Ganze hat auch Vorteile, muss man sagen. Zum Beispiel ein Rubik's Cube ist für mich einfach immer gelöst. Weil alles hat ja die gleiche Farbe. Oder, was ich auch sehr nice gefunden habe, ab der Sektzeit habe ich nie mehr mit Farben malen. Das heisst, ich habe immer die gleiche Arbeit wie alle anderen Schüler machen. Einfach in schwarz-weiß. Ihr seht also, mein Leben ist richtig farbenfroh. Die sind ja mega am Blühen. Und das Schlimmste an dem Ganzen: ich darf nicht Pilot werden. Jetzt habe ich doch schon immer in meinem Leben so eine Boeing 747 in ein Hochhaus reinfliegen. Aber dann habe ich einfach gedacht, werde ich halt YouTuber. Dann kann ich auch abgehoben sein. Ich glaube, meine Airline würde irgendwie abgehoben Air heißen. Guten Tag an Bord von der Abgehobenen. Mein Name ist Adrian Vogt, wie Sie heißen. Juckt mich nicht, mein Co-Pilot ist der Marc Galaxy. Er ist gut im High sein. Geil, Marc. Bedienen tut sie der Gian-Maria Finger und Natti-Style. Bitte haben Sie einfach Ihre Fresse. Babys werden professionell aus dem Flugzeug rausgeschossen. Beim Landen können Sie gerne ein Like da lassen und das Handynetz aktivieren. Und für die Leute, die sich immer fragen, wieso ich in meinen Videos immer so einen roten Kopf habe, eigentlich ist das eben gar nicht. Aber wenn ich meine Videos schneide, tue ich immer ein bisschen Color Correction machen und dann sehe ich gar nicht, wenn mein Kopf viel zu rot wird. So quasi, wenn man sich den Prinz Markus von Anhalt auf Wish bestellt. Das ist ja ein
Riesen Schokoei! Glasentsorger ist für mich übrigens auch absolut geil. Ich habe überhaupt keinen Plan, was braun ist und was grün ist. Aber jetzt fragt sich der ein oder andere von euch vielleicht, du kannst dir doch einfach so eine Brille kaufen, was sich der Logan Paul auch gekauft hat. Die Brille gibt es sogar und es wäre sicher auch schön, einmal in meinem Leben Farbe zu sehen. Aber die Brille kostet fucking 350 Stutz, also genauso viel, wie ich mit einem YouTube-Video verdiene. Und genau darum habe ich mir so eine Brille gekauft. Leute, wir sind bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. Ich habe tatsächlich die Brille gekauft. 350 Stutz. Ich hoffe, es ist es wert. Ich bin mega gespannt, ob es klappt. Bro, das wird dein Leben verändern. Digga. Also die sieht schon so, die sieht schon hochwertig aus. So. 350 Stutz, Digga. Ganz ist gut? Ganz wild, ja. Schön. Okay. Bist du sicher, dass das nicht so ein Werbegeschenk ist oder so eine Clubbrille oder so? Nein, das, die habe ich gekauft, 350 Stutz. Bist du ganz sicher? Ja. Das ist krass, so, auch von der Farbe, weißt du, was ich meine? So, weißt, ich habe mein ganzes Leben lang schwarz-weiß gesehen. Und jetzt sehe ich so Farben. Es ist einfach ein bisschen dunkel, weißt du, was ich meine? Ja, logisch ist es dunkel. Wieso? Weil das eine fucking Sonnenbrille ist vom Skiclub Reigoldswil. Nein, Bro. 21 Jahre habe ich gelebt, ohne Farben zu sehen. Und ich habe mir nur eine Brille für 350 Franken kaufen. Ist sehr cool gewesen, im Fall auch mal so, wie heisst das schon wieder? Farben zu sehen, ja. So voll nice, also so voll farbig auch ist es gesehen. Und jetzt noch ein kleiner Tipp an euch Schnuddelumpen. Wenn euch irgendjemand erzählt, dass er farbenblind ist, dann fragt nicht, was hat das für eine Farbe? 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 Ganz ehrlich, Digga, so langsam wird mir das Ganze dort farbig. Oder sollte ich eher sagen, die schlechten Witze färben ab? Oder noch besser, alle Leute, die farbenblind sind, verstehen das Video und meine Probleme. Blind. Du kannst mir nix außer schöne Bubifresse ziehen. Das war es komplett von dem Video. Wenn du auch Bock hast auf so jäse Augen wie ich habe, dann gib dem Video einfach mal ein Like. Du kannst auch sehr gerne abonnieren. Das wäre der blaue Button da unten. Leute, wir sehen uns beim nächsten, hoffentlich sehr, sehr farbenfrohen Video wieder. Peace und Blümli. Crazy. Kannst du jetzt kurz sagen wegen Dings? Ja. So. Bist du sicher, dass das nicht so ein Werbegeschenk ist oder so?